Liebe Silberlis, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Gottesdienst. Hey, ich bin so begeistert, dass wir seit diesem Wochenende auch ein Online-Angebot für unsere Silbern Kids wie auch für Uptown und Yugi haben dürfen. Es ist so fantastisch, diese Möglichkeiten zu nutzen. Als Kirche werden wir uns in den nächsten Wochen mit dem Thema oder mit dem Auftrag von Jesus, liebe deinen Nächsten, beschäftigen. Wir tun das eigentlich schon länger, weil wir sind ja im zweiten Teil der 10 Gebote. Da geht es genau darum, wie eigentlich das Zusammenleben der Menschen von dieser Liebe von Gott geprägt ist. Und wir werden in 2 Wochen starten mit einer Predigtserie zum Thema Liebe deinen Nächsten. Wenn wir unseren Nächsten lieben, wenn wir den Auftrag von Jesus umsetzen, machen wir gerade in der aktuellen Zeit einen riesigen Unterschied aus. Und das wollen wir als ganze Kirche. Und jetzt freue ich mich mega auf die Predigt von Stefan Hörtig. Ganz herzlich willkommen, beziehungsweise eigentlich vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich bei euch daheim sein und mit euch den Sonntag verbringen. Noch letzte Woche habe ich gedacht, hey, so cool, jetzt können wir Vollgas geben mit der Kleingruppe. Und jetzt können wir immer noch Vollgas geben mit der Kleingruppe, einfach ein bisschen anders. Wir können uns nicht mehr physisch treffen, aber hey, so cool können wir online oder auch über Telefon immer noch voll miteinander verbunden sein. Ich sehe in dieser Zeit wirklich riesige Chancen, auch wenn es zugegeben auch Herausforderungen mit sich bringt. Und wir haben uns doch wirklich eine Freude nicht rauben lassen. Ein bisschen Humor zu behalten, das schadet definitiv nicht. Darum habe ich euch einen kurzen Videoclip mitgebracht. Sorry, er ist nur WhatsApp-Qualität. Ja, ich mache beim Mobbing nicht mit. Das ist das Thema von heute. Wir werden miteinander das 9. von den 10 Geboten anschauen. Du sollst keine falschen Aussagen über einen von deinen Mitmenschen machen. Aus dem 2. Mose 20, Vers 16. Ja, falsche Aussagen. Manchmal tun wir das Gebot so abkürzen, du sollst nicht lügen. Aber es heisst auch im Text, wir sollen nicht falsche Aussagen machen über unsere Mitmenschen. Es geht darum, dass wir nicht Gerüchte verbreiten, bis hin zu, dass wir keine falschen Aussagen auch vor Gericht machen würden. Es geht schlussendlich um den Ruf von unseren Mitmenschen. Und wer hat nicht schon mal auch hindurch geredet über andere? Vielleicht hast du nicht bewusst eine Unwahrheit über andere erzählt, aber nur schon das Hineinumreden heisst ja eigentlich, dass du nur eine Sicht kannst erzählen, die ist mindestens einseitig und tendenziell baut sie auch nicht den Ruf auf von einer Person, sondern ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle irgendwo angeht, dass wir nicht falsche Aussagen über andere Menschen verbreiten. Und natürlich Mobbing, eben jetzt das physisch ist, was im Moment jetzt ein bisschen schwieriger ist, oder auch über Social Media, das ist wirklich ein reales Problem und ist voll abdeckt in dem Gebot, das man da findet beim Mose. Die Aussage von einem Mobbing-Opfer hat mich sehr nachdenklich gemacht und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wisst ihr, was das Scheußlichste am Mobbing ist? Der Täter erinnert sich schon lange nicht mehr. Aber du sitzt noch 20 Jahre später auf dem Sofa und fragst dich, ob sie recht haben. Gott hat sich das Zusammenleben der Menschen anders vorgestellt. Das Einhalten von dem Gebot, das schafft lebensspannende Beziehungen, wo man in Vertrauen zusammen sein kann. So hat es Gott wollen. Dass wir mit unserem Reden nicht andere Menschen kaputt machen, sondern dass wir sie aufbauen, sie ermutigen, sie trösten.
Versuch nicht, auf Kosten von anderen dich besser, grösser, schöner zu machen, sondern nutze deine Worte, um andere zu fördern. Wer schon mal gemobbt worden ist, der hat sich bestimmt mit dem 4. Tag aus dem kurzen Clip identifizieren. In so einem Fall wäre man noch am liebsten einfach unsichtbar. In der Bibel, schon ganz am Anfang, finden wir auch eine Geschichte, wo sich 2 Menschen unsichtbar machen wollten. Sie haben sich vor Gott versteckt. Es ist die Geschichte vom Sündenfall, wo wir im 1. Mose 3 nachlesen können. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden die beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Das Leben im Paradies war Gottes Idee. Perfekte Harmonie, volles Vertrauen, keine Scham, nichts Schlechtes oder Böses. Der Mensch als wertvolles Geschöpf von Gott, als Ebenbild von ihm kreiert. Die Schlange bzw. Satan hat als erste falsche Aussagen in dieser Welt verbreitet. Sie sind vielleicht alle komplett falsch gewesen, aber definitiv haben sie in die Irre geführt. Und die Menschen haben genau an ihrem Wunderpunkt gepackt werden. An dem Punkt, wo sie wollten, besser, grösser sein, mehr haben sie haben. Das erinnert mich auch an einen Videoclip. Kennen wir das nicht alle? Ich glaube, das ist nicht das Problem, das nur Adam und Eva hatten, sondern wir alle wären gern grösser, schöner, besser, würden lieber mehr von uns denken, als wir effektiv sind. Und ja, wir wissen, es ist gründlich schief gegangen, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, ist eine ganz grosse Vertrauensbeziehung kaputt gegangen. Die Beziehung zwischen den Menschen und Gott ist zerstört worden, aber auch die zwischen den Menschen. Wir leiden heute noch unter dem. Aber anstelle, dass die Menschen für sich selber Verantwortung übernommen hätten für ihr Verhalten, haben sie schon Adam und Eva ihre Verantwortung immer eins weitergeschoben. Und so schnell könnte man jetzt hier auf Adam und Eva zeigen und sagen, ja, ihr seid es ja gewesen. Aber haben wir das nicht alle auch schon beobachtet? Hast du es nicht auch schon selber in deinem Leben beobachtet, dass du gerne lieber die Schuld auf andere schiebst, als sie bei dir zu suchen? Wenn wir das 9. Gebot einhalten wollen, dann ist ganz ein wichtiger Schritt dazu, dass wir ehrlich sein zu uns selber, dass wir uns eingestehen können, wie es wirklich um uns steht. Ehrlich zu mir selber sein. 1. Johannes 1,8 sagt etwas Wichtiges darüber. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns.
Genau darum ist es so schwierig, ehrlich zu sein zu sich selber. Weil wenn man wirklich ehrlich ist zu sich selber und sich auch in sich kehrt, dann entdeckt man da nicht nur schöne Seiten, nicht nur die Hochglanzseiten, die man gerne nach außen zeigen will. Das sind auch Schattenseiten von uns, da sind blinde Flecken, da können sich sogar ganze Abgründe auch auftun von Bösem, wo wir am liebsten wirklich für uns privat behalten, wo wir nicht wollen, dass sie andere kennen oder wissen. Und Zeit mit sich selber zu verbringen, ohne grosse Ablenkung, kann von dem her sehr herausfordernd sein, weil man genau mit dem konfrontiert ist. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo du mehr von solcher Zeit hast, als es dir lieb ist, oder dich kannst mit dir selber auch auseinandersetzen. Und ja, ich gebe es zu, es ist eine Herausforderung, aber es bietet auch grosse Chancen. Wer nämlich zugeben kann, dass er Schuld hat in seinem Leben, dem kann auch geholfen werden. Wer das nicht kann, der ist erstens unehrlich und zweitens kann ihm darum auch nicht geholfen werden. Er bleibt alleine mit sich und mit seiner Schuld stehen. Wie zeigt sich so Verhalten im Alltag, dass jemand sich das nicht eingestehen kann? Der Schiedsrichter ist schuld, die Lehrer haben eine unfaire Prüfung gemacht, der Konkurrent hat beschissen. Es sind immer die anderen, die schuld sind. Man übernimmt keine Verantwortung für sich selber. Oder du machst irgendetwas, was man nicht sieht und du tröstest dich damit, ja, das machen die anderen auch, es gibt noch viel Schlimmere, andere beschissen noch viel mehr. Ich bin jetzt gerade ein bisschen mehr am Velofahren, weil wir kein ÖV mehr benutzen. Da stehe ich auch in der Gefahr. Es gibt ja noch viel schlimmere Velofahrer, die noch viel mehr Verkehrsregeln brechen. Aber das ist nicht das, wenn es heisst, ich nehme Verantwortung für mein eigenes Handeln. Wenn wir aber Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen, dann kann uns geholfen werden. Ich war vor ein paar Jahren in Korea auf dem Gebetsberg und bin wirklich für 5 Wochen isoliert gewesen. Ich konnte schon noch irgendwie ins Internet gehen, aber ich habe wirklich ganz viel Zeit einfach für mich gehabt, für Gott gehabt. Ich habe viele Gebetsspaziergänge gemacht, ich habe nachgedacht und es war komisch am Anfang, so die Einsamkeit auszuhalten und auch mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen zu Gang kommen, die da zum Teil aufgekommen sind. Ich habe in dieser Zeit wirklich erleben, wie Gott zu mir redet, wie Gott auch so Sachen in der Tiefe anfängt rauszuholen, die ich auch bereinigen mit ihm. Ich habe zum Teil dann auch noch Mails schreiben oder mit Leuten telefonieren, um Sachen zu klären. Aber ich habe nachher wieder voll in den Spiegel schauen und ich habe gewusst, was in mir innen ist, was ich bereinigen musste. Das habe ich gemacht. Es ist so eine grosse Chance, wenn wir ehrlich sein zu uns selber und wenn wir merken, wie wirklich Gott in der Tiefe von unserem Herz kann ein Werk tun, wie er kann das schenken, dass die Wahrheit in uns ist. Und Wahrheit ist nicht einfach ein abstraktes Konzept. Wahrheit ist auch eine Person. Jesus Christus sagt von sich selber, dass er die Wahrheit ist. Johannes 14,6. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn du Jesus in deiner Schwäche kannst begegnen, dann kann er dir die Wahrheit sein. Und was so schön ist bei Jesus, er kommt nicht einfach mit der Wahrheit, die dich erschlägt, sondern er ist voller Gnade und Wahrheit. Es ist eine liebevolle Art, wie er mit uns umgeht, wenn wir ihn in das einbeziehen. Und wenn wir so ehrlich sind zu uns selber, dann haben wir wirklich die besten Voraussetzungen auch geschafft, dass wir ehrlich sein können vor unseren Mitmenschen. Das ist der zweite Punkt. Ehrlich sein auch mit unseren Mitmenschen. Ehrlich sein heisst, ja, wie wir es im Gebot gelesen haben, dass wir keine falschen Aussagen machen über sie. Aber es heisst nicht, dass ich alles, was mir wahr scheint, auch rausposaunen muss. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich einfach ehrlich wäre mit meinen Mitmenschen. Aber es heisst auch, dass ich so lebe, dass ich nichts verstecken vor meinen Mitmenschen. Ich habe hier eine Maske mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das auch.
innerlich fühlt ihr euch zum Brüllen überhaupt nicht gut und nach außen muss man irgendwie gleich noch funktionieren. Man setzt das Lächeln auf, man hat eben, sag mal, eine gewisse Maske an. Natürlich hat jeder von uns, sagen wir, im öffentlichen Leben noch ein anderes Gesicht, als er ganz privat ist. Ich glaube, wie du bist, wenn du allein im Auto sitzt oder mit deiner Familie bist, von dem rede ich gar nicht. Aber es geht darum, dass wir nicht eine innere Spannung haben, wo wir nicht echt sein können, wie wir wirklich sind, weil wir wirklich zwanghaft eine Maske aufsetzen müssen, weil wir wie zwei Personen sind. Weil wenn du nicht mit dir selber im Reinen bist, dann stehst du in der grossen Gefahr, dass du es auch nicht nach außen kannst sein. Weil du dich nach außen anders gibst, als du innerlich bist. Und das wird dich kaputt machen. Ich musste das auch lernen, um mich irgendwann öffnen vor anderen Menschen und ihnen auch Sachen mitteilen, was mich innerlich beschäftigt. Und das muss ich nicht mit allen Menschen machen. Aber gerade als ich dort auf dem Gebetsberg war, hat es Sachen gegeben, die ich nicht nur zwischen mir und Gott geklärt habe, sondern die ich auch mit anderen Menschen klären konnte, die ich zulegen konnte, auch einer Offenheit. Und das hat mich so frei gemacht. Unsere Kleingruppen können genau auch ein Ort sein. Ich habe zum Beispiel meinen Jahresvorsatz mit meiner Frau und mit meiner Kleingruppe geteilt. Einfach, dass ich weiss, ich habe da Leute, die auch nachfragen können und die wissen, woran ich wirklich bin. Das muss ich nicht mit allen Menschen teilen. Darum sage ich es jetzt auch nicht. Aber für das gibt es einen Vertrauensrahmen, wo wir wirklich uns voll öffnen können. Wenn du ohne Maske umeinander laufen kannst, dann ist dein Leben so entspannter und du musst auch nicht Angst haben, dass du mal vor einer Person so bist und mal so. Das ist ja schlussendlich auch wie eine falsche Aussage, wenn man nicht weiss, wie du wirklich dich stellst zu einer anderen Person. Und nicht zuletzt liegt auch in dem gegenseitigen Bekenntnis von Schuld eine grosse Verheißung. Der Jakobus schreibt darüber. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Brauchst du Heilung? Brauchst du vielleicht auch gerade innere Heilung, dass vielleicht deine Fähigkeit, wieder zu vertrauen, dich anderen Menschen zu öffnen, dass das wieder hergestellt werden kann? Such Gott, dass er dich heilt und bist auch bereit, dich anderen Menschen zu öffnen, zu bekennen, gerade auch zu bekennen, wo vielleicht Schuld, wo Versäumnisse in deinem Leben sind, dass ihr das miteinander vor Gott bringen könnt und dass ein Heilungsprozess starten kann. Ehrlich sein zu Menschen ist dann besonders schön, wenn sie sich auf Gegenseitigkeit beruht. Was man sagt, wird man ernten, das gilt grundsätzlich. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass, wenn wir uns so geben, dass wir auch enttäuscht werden können. Dass andere Menschen das uns nicht so zurückgeben, wie wir es erwarten. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dem nicht nur einfach auf unsere Kraft vertrauen, sondern dass wir auch ehrlich sind vor Gott und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Weil sonst stehen wir sehr schnell in der Gefahr, wenn wir enttäuscht werden, dass wir unsere menschlichen Schutzschild auffahren müssen. Und dort sind wir dann sehr schnell wieder, dass wir eben falsche Aussagen machen müssen, dass wir sogar zum Mobbing greifen müssen, um eben zu bestehen. Und dass wir da nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, für das brauchen wir wirklich Gottes Hilfe, dass er uns Kraft gibt, dass er uns die Liebe gibt, dass seine vergebende Kraft durch uns durchfließen kann, auch zu unseren Mitmenschen. Wir können das Gebot wirklich nur einhalten, wenn Gott uns darin hilft, wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und darum möchte ich uns drittens wirklich herausfordern, ehrlich zu sein, auch vor Gott. Hey, Jesus, er hat ein makelloses Leben geführt. Er hat nie gesündigt. Und doch heisst es über ihn, dass er in allem versucht worden ist, wie auch wir versucht werden. Er ist auch herausgefordert worden, nicht falsche Aussagen über andere zu machen. Nicht wollen, sich selber grösser zu machen, als er effektiv war.
seinem Fall war das jetzt eher noch schwierig. Aber er ist in allem wirklich genau gleich herausgefordert worden, aber er hat keinen einzigen Fehltritt gemacht. Und doch ist er verurteilt worden, ist er verleumdet worden, hat er schlussendlich die Todesstrafe bekommen. Er ist am Kreuz gestorben, ohne dass er irgendetwas gemacht hat. Ein ganzes Volk hat sich gegen ihn gewendet und hat ihn geopfert. Man kann eigentlich sagen, er ist das grösste Mobbingopfer der Geschichte. Sagen wir, jedes andere Mobbingopfer hat sicher nicht alles richtig gemacht. An Jesus gibt es nichts auszusetzen. Und doch ist er bis zum Tod gebracht worden. Er hätte das nicht ertragen müssen. Er hätte sich auch wehren können. Ihm wären alle Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, um das abzuwenden. Aber er hat es nicht gemacht. Weißt du wieso? Weil er jetzt schon dich gesehen hat. Er hat dich gesehen und hat gewusst, aus Liebe zu dir möchte er das ertragen. Aus Liebe zu dir möchte er die ganze Ungerechtigkeit, das ganze Mobbing, wie wir es heute sagen, möchte er sich ergehen lassen, damit du leben kannst, damit dir die Sünden vergeben werden können, damit du ewige Hoffnung kannst haben. Wow, ist so eine starke Botschaft in dem, was Jesus gemacht hat. Im Gegensatz zum Mobbingopfer hat Jesus alle Mittel gehabt, sich zu wehren. Doch aus Liebe zu dir und zu mir hat er das alles ertragen, damit wir leben können, damit wir Vergebung von der Sünde bekommen, damit wir ewige Hoffnung haben können. Ihm ist der ganze Reichtum vom Himmel zur Verfügung gestanden, aber er hat sich arm gemacht. Er hat die göttlichen Eigenschaften losgelassen und ist auf diese Welt gekommen. Der 2. Korinther beschreibt das folgendermaßen: Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Hey, Gott gibt dir einen dermaßen grossen Wert, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, dass du dich über andere erheben musst, weil du bist wirklich unendlich wertvoll in seinen Augen. Gott ist bereit, dir Fehler zu vergeben. Er ist bereit, dir eine neue Identität auch zu geben. Er nimmt dich an als sein Kind. Du darfst sogar sein Erbe sein. Er hat dich gesetzt zum Segen für andere. Er hat wunderbare Gedanken über dein Leben. Er möchte dich brauchen und dich ausstatten, wirklich mit allem himmlischen Segen. Ist das nicht so eine wunderbare Botschaft? Da hat doch kein Erheben über andere mehr Platz. Da muss auch Minderwertigkeit gehen, wenn wir das wirklich in unserem Herzen verinnerlicht haben. Und ich möchte dich einfach heute fragen, möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen? Möchtest du loslassen, auch eine falsche Aussage, die du über dein eigenes Leben gehabt hast? Und sagen, Jesus, ich möchte, dass das, was du über mich sagst, dass das auch das ist, was ich über mich sage. Und wenn du das heute möchtest, dann nehme ich dich sehr gerne in ein kurzes Gebet hinein. Du kannst in diesem Gebet deinem Glauben Ausdruck geben. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Danke, dass ich ab heute Teil von deiner Familie bin. Amen. Hey, es ist so ein banales Gebet, aber wenn du das von Herzen mitgebetet hast, dann darf ich dir zusprechen, ist ein neues Leben in dir entstanden und du darfst von jetzt an mit Jesus vorwärts gehen. Und hey, wenn du das bist, es würde uns mega freuen. Du wirst gerade unter dem Videoplay hat es ein Kontaktformular. Du wirst uns schreiben. Wir werden uns gerne bei dir melden, um dir zu zeigen, einfach wie ein nächster Schritt mit Jesus aussehen könnte. Und hey, ein Leben mit Jesus, das verändert einfach auch unsere Beziehungen, in denen wir drin sind. Weil er uns vergeben hat, kannst du auch vergeben. Weil Gott Gutes über dir ausspricht, kannst auch du über andere Gutes aussprechen. Weil Gott dir Vertrauen schenkt, kannst auch du Vertrauen schenken und können andere Menschen dir wieder Vertrauen
geben. Wir haben vielleicht jetzt alle ein bisschen mehr Zeit daheim, darum möchte ich es nicht lassen, noch eine kleine Hausaufgabe mitzugeben. Erstell doch mal in einer ruhigen Minute eine Liste mit Sachen, wo du dich über andere Menschen erheben, wo du merkst, da fällt es mir schwer, das nicht zu tun. Und nimm die Liste dann ins Gebet und besprich sie mit Jesus und lass es zu, dass er dich heilen kann und ja, bitte um Vergebung, wenn du merkst, dass du schlussendlich gesündigt hast, dass du Schuld in dein Leben gelassen hast. Und ich möchte einfach zum Schluss nochmal ein Mobbing aufnehmen. Wenn du gemerkt hast in dieser Botschaft, ja, ich bin so ein Täter gewesen, ich habe wahrscheinlich mit meinem Verhalten, mit meinem Reden schon viele Menschen verletzt. Hey, bitte Gott heute einfach um Vergebung. Und wenn Gott dir zeigt, dass du dich auch bei Menschen entschuldigen gehen, hey, dann mach das. Bist da auch gehorsam. Und hey, wenn du ein Opfer bist und da noch heute darunter leidest, lass los. Vergib diesen Menschen und bring deinen Schmerz zu Gott. Und lass ihn dein Herz wieder ganz machen. Lass ihn dich heilen. Und lass die falschen Aussagen los und ersetze sie durch die Wahrheit, die von Jesus ausgeht. Er ist die Wahrheit und er denkt so gut über dich. Ich möchte einfach noch zum Schluss auch für das beten. Vater im Himmel, du weißt, wo Menschen jetzt gerade sind, die wissen, sie haben sich schuldig gemacht an dem 9. Gebot. Sie haben falsche Aussagen verbreitet und ein Stückchen gehören wir alle dazu. Aber ganz besonders möchte ich auch für Menschen bitten, die wirklich wissen, sie sind Mobbingtäter gewesen und es tut ihnen leid, sie wollen das auch vor dich bringen. Danke, dass du ihnen vergisst. Danke, dass du ihnen das nicht mehr anrechnen und danke, dass du ihnen auch Kraft gibst und einfach die nötige innere Veränderung, dass sie in Zukunft da anders leben können. Und Herr, ganz besonders wollen wir einfach auch für die Menschen beten, die vom Mobbing betroffen sind oder sind, die innerlich vielleicht grosse Schmerzen mit sich tragen. Herr, bitte schenke ihnen Kraft, um vergeben, um loslassen, um auch die falschen Aussagen einfach zu ersetzen mit den richtigen Aussagen, mit den wahren Aussagen, die du hast für den Einzelnen von uns. Und du hast Aussagen voller Leben, voller Hoffnung für uns. Und lass das einfach tief in unsere Herzen sinken. Danke, Herr, für das 9. Gebot, das Leben spendet, das gute Beziehungen möchte schenken, Beziehungen voller Vertrauen. Jesus, wir danken dir für das Leben, das möglich ist mit dir. Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan. Lasst uns das in diese Woche mitnehmen und auch wirklich leben. Ich möchte euch jetzt schon wieder einladen zu der nächsten Online-Predigt am kommenden Wochenende. Habt's gut, ganz eine gute Woche. Ciao miteinander.